Also du nicht. Herr Präsident, die Damen und Herren, merci für das Wort von der Rapportrice, merci für Ihr Rapport, auch von der Morgen die kleinen Hick dabei, wo mir das kann Jitfrängemol vorkommen. Wenn wir heute über das Gesetzprojekt 467 schwätzen, da geht es am Kern um eng froh, wie können wir aus den Fehlern aus der Vergangenheit lernen, für die Zukunft mehr sicher zu gestalten. Bis Logo von hauptsächlich Funkgespräche zwischen dem Tower an den Piloten abgeholt. Das ist Standard. Mit Erfahrung weist, dass das nicht durchgeht. Das Gesetz verpflichtet der Administration de la Navigation aérienne, die Arbeitsplätze von den Luftverkehrskontrolleuren mit den nötigen technischen Geräten auszurüsten, die auch den Hintergrundsound und die Ambiance am Raum abholen. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie die sogenannten Blackbox an einem Flieger mit Diskehr für den Kontrollturm. Es geht darum, den Kontext von einer Decision zu verstehen. Wer akustisch hat am Raum, goffen es eventuell Auflenkungen, wer Kommunikation zwischen den Kollegen am Tower klar. Ein wichtiger Punkt am Objet von diesem Gesetz ist die Dauer von der Speicherung. Das EU-Reglement sieht ein Minimum von 24 Stunden vor. Mit diesem Gesetz ist eine maximale Speicherzeit von 144 Stunden gewählt. Das ist eine bewusste Decision für die Qualität von der technischen Enquete. Mit den 144 Stunden assuréiere mir, dat nicht verloren geht, was für die Sicherheitsanalyse entscheidend sein. Das Gesetz gibt den Enqueteuren, also das Handwerksgeschirr, das sie brauchen. Ein weiterer Teil vom Objet als Definition von der Kompetenzen Direction de l'Aviation Civile, DAC, bleibt Kontrollorgan. Das setzt ein klare gesetzliche Kader dar, wo die Europäische Union den Memberstaaten die Freiheit gelost hat. Wir müssen hier auch bedenken, von der Beamtenkammer an der CNPD stellen Ziel vom Gesetz als Sicherheit, nicht die Überwachung. Donnerungen dürfen nicht benutzt gehen, für die Performance von einem Kontrolleur zu bewerten. Sie dürfen nicht an einer Disziplinarprozedur gegen den Mitarbeiter angesetzt gehen. Sie dürfen nicht dann ausgelöst gehen, wenn es ein Rapport von einem Accident oder einem Incident gibt, den obligatorisch gemeldet muss gehen. Mir noch op den AW vom Staatsrat gelauscht, das Gesetz tritt nicht rückwirkend in Kraft. Wir schaffen eine proper Legalbasis für die Zukunft. Ziel von diesem Gesetz ist die Stärkung vom Vertrauen an unseren Luftverkehr. Das ist ein technisches Gesetz, ja, aber das ist ein fundamentales Gesetz für den Schutz der Passagiere und die Unterstützung von unseren Luftverkehrkontrolleuren, die alltag eine enorme Verantwortung drohen. Sie verdienen einen klaren legalen Kader, den sie schützt und den hilft, die Aviation noch mehr sicher zu machen. Heimat will ich dann noch einen Akkord von der CSV-Fraktion für diesen Text geben. Merci.